Unterirdisch geht es weiter, Freunde, hier bei Xenoblade Chronicles. Immer noch unterhalb von Kolonie 6 sind wir auf dem Weg zur Kolonie halt, zur Kolonie 6, um da natürlich auch noch Schalas Bruder zu befreien, aber auch sonst diesem dämlichen Gesichtsmechon ordentlich eins auf die Biene zu geben. Ich überlege gerade, letzte Folge war mehr oder weniger noch ein bisschen skurril. Wir haben ja uns dann noch ein bisschen mit den Technikbüchern auseinandergeschlagen, mit den Items und mit den Ätherkristallen. Ach nee, die ja eigentlich gar nicht, aber ist auch egal. Und sonstigen, einfach mal das, was zu Xenoblade Chronicles dazugehört, aber ich natürlich nicht unbedingt so Intus hatte. So, Müllkrabbel, sollen wir nicht? Versuch's mal. Genau, Schulk. We can't lose, we can't die, but we can't lose. Oh, Ada. Oder so, die Müllkrabbe geht auf mich los. So, mal gucken. Lässt schwanken, klingt immer gut. Hat's bereits gemacht. Oh, Krabbel, was? Was war das gerade? Krabbelramme stand da gerade. Okay, Mann, wir haben sie von ihrer Rüstung befreit und dann irgendwie auch wieder nicht und schon ist vorbei. Ja, er schreit auch so, everyone, let's go! Warte mal kurz, Leute, ich muss hier ein bisschen die Kopfhörer runterschalten. Ich habe gerade, Hilfe, fast Trommelfell rausgehauen. Alles nehmen, sehr schön. Hier geht's noch durch. Was hier Schönes? Hallo, Kamera, dankeschön. Kann ich hier noch was abbauen? Oh. Gut bewacht, was sagt Müllkrabbe, das schaffe ich noch. Was sagt der andere? Hallo, der andere. Gut, anlocken halt. Ja, nur du. Und jetzt bist du dran. Und lässt schwanken. Komm schon, schwanken. Wayne, hast du ihn? Ja, er hat ihn down gekriegt. Er hat ihn down gekriegt. Jetzt hauen wir auf ihn drauf. Rückschlag. Bäm. Und Schlitzklingen klappt ja auch noch. Ja, könnte ruhig ein bisschen besser werden. Gut, Wayne erhöht gerade seine Verteidigung. Das ist sehr schön. Und wir haben es erledigt. Neues Talent. Jetzt hat er schon wieder everyone, let's go. Schon längst vorbei, Schulk. Wie neues Talent. Habe ich da richtig gesehen? Ruhigschuss. Moment mal. Momentchen mal. Ja, ich bin ein bisschen aktiv als früher noch da mit dem Ausrüsten. Da bin ich gerade richtig bei der Sache, sobald es mal drauf ankommt. So, da habe ich doch gerade was gesehen. Wo war der? Der war nirgends. Moment mal, ich habe keine Waffe gesehen. Für wen ist die? Für wen ist die Waffe? Für sie offenbar? Nee, doch nicht. Hä? Vielleicht für Schulk? Naja. Schulk hat als Monado, der braucht keine anderen Waffen, deshalb geht's auch hier weiter. Was ist das für ein Typi? Oh, Materiekrabbe, schaffen wir den? Ich riskier's. No risk, no fun, Leute. Ja, was mache ich hier? Braucht's ja gar nichts. Oh, physischer Angriff hoch. Wieso überhaupt? Schwanken nur, aber kaum was. Gibt's wohl nicht. Oh, das war geil. Komm schon jetzt. Alter, er liegt auf dem Rücken, er hat keinen Panzer mehr und trotzdem machen wir so wenig Damage. Okay, das wird heavy. Und ich habe keine Monadentechniken. Scheiße, komm schon, schwanken. Hau ihn um, Wayne, hau ihn um. Ich mache hier irgendwas falsch, kann das sein? Leute, ich weiß, der ist etwa 3 Level höher als mir, aber Blocken bringt alles nichts. Das ist mir alles bekannt, Freunde, alles bekannt, aber wir sind doch voll geskillt, hey. Oder doch noch nicht so pro-mäßig. Ach du Scheiße, Wayne. Ja, kann man doch schon. Ach so. Gut, dankeschön, Schala. Sie war ein bisschen schneller als ich. Das macht aber auch nichts. Jetzt können wir weiter draufhauen auf die dämliche Krabbe. Materiekrabbe soll das überhaupt sein. Ach nee, Materiekrabbel steht da. Das große Krabbeln kriege ich hier noch. Gut, bald down. Jetzt reißt's mir aber natürlich voll daneben. Dankeschön. Du schaffst das schon. Immer drauf, Alter, immer drauf. Ups. Wow, vorbei. Aber gar nicht. Levelanstieg, Level 22. Wir haben... Hast du gerade Chokes gesagt? Alter. Ein Chokes, ja Mann, schlechter Schwert. Willst du mich verarschen, hey? Aber Level 22, Freunde. Yeah. Was gibt's hier Schönes? Ist ja gar nichts. Okay, nun Level Up ist natürlich auch nicht zu verachten, keinesfalls, aber naja. So, was haben wir hier noch? Ein Täuscher ist da oben noch herumschwirren. Hallo, ich möchte gerne zwischen den Gegnern switchen. Geht, glaube ich, nicht, wa? Gut, dann eben nicht. Kann ich hier noch was abbauen? Schon wieder so einer. Level 18, das ist kein Gegner für uns. Alter, was ist das gerade?
Was eine kleine Explosion. Ja, das ist gleich vorbei. Das Level hier so einen Unterschied machen. Erstaunlich, was? Ich meine, Level 24 hatten wir fast keine Chance. Level 18 machen wir so... Mir nichts, dir nichts Blatt. Ah, hier hochklettern. Ein bisschen ernten. Ah, Feueräther. Yummy, yummy. Schmeckt... Sorry. Schmeckt sehr... Ja, sehr feurig. Hilfe. Gut, wäre das auch geklärt. 102 Meter noch. Wir sind bald da. Bald am Bestimmungsort. Und ich überlege, soll ich mich noch ein bisschen upgraden? Wenn ich schon mal so dabei bin. Wäre vielleicht noch nicht mal so eine schlechte Idee. Talentbäume. Habe ich ja was Neues freigeschaltet? Glaube ich schon, oder? Ah, das war's. Genau hat er gesagt, neues Talent. Das war das hier. Heilende Weisheit. Kampftalent. Steigert die Effektivität von Heilungstechniken. Bei Schulk. Willst du mich verarschen? Er hat doch gar keine Heilungstechniken. Okay, so haben wir einen Schuss ins Klo. Gehen weiter zu Rain. Der ist mit dem Eifer noch dabei. Ganz eifrig über die maximalen KP. Bodybuilder. Oh yes. Übermacht. Das ist bei ihm sehr gut. Die gute alte Schala. Was hat sie denn zu bieten? Kampftalent. Ja, gut. Lassen wir es noch. Techniken, die sind mir um einiges wichtiger, Leute. Ich brauche dringend mehr für normale Gegner hier. Das ist einfach nicht zu glauben. So. Nach der Heilung eher weniger. Ich brauche vor allem, hier kann ich kaum was. Hier Lufthieb noch. Wenn es geht, danke. Ich habe noch 777. Dann noch die Schlitzklinge. Ist ein bisschen underlevelt. Und ja, Rückschlag, dann ab nächstem Mal wieder. Der macht schon ziemlich viel Damage. Dank unserem Technikbuch, das wir hier Schuld gegeben haben. Ups, mal kurz. Moment, es geht gleich weiter. Bitte nicht abschalten. Was haben wir hier noch? Hammerschlag, alter Schwede. Sonst noch so? Zorn. Okay, ich weiß nicht, braucht er noch öfters Zorn? Noch kurz. Jetzt suche ich den, wo er das die Schwenkung voraussetzt. Wo warten die jetzt? Drehschlag, der ist ja gut. Aber ich kann nicht ausgerüstet. Wachdienst, der ist ja auch nicht schlecht. Zielt auf die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen. Niederschlag. Ah. Den braucht man immer wieder. Hammerschlag. Der die Wut der Feinde erhöht war. Bloß nicht, aber gar nicht ausgerüstet. Ich trottel natürlich die stärkste Technik nicht ausgerüstet. Oh, einen gewaltigen Schlag. Ja. Why not? Why not? Wir haben momentan noch genug. Das muss ich ausnutzen. Aura, die Abwehrkraft opfert, um den Angriffsstärke zu steigern. Bei Rain als Tanker vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, aber falls seine KI hoch genug ist, hoffe ich, dass er das selber schnallt. So. Jetzt so ihr alter Schwede, die viel. Okay. Auch bei ihr brauche ich dringend Technikbücher. Das ist ganz klar. Dann was habe ich hier noch alles ausgerüstet? Komm schon, genau. Heilschrott noch. Bald auf 0 unten und es geht bereits. Ah doch, Narkose geht noch. Gut. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oder so, die ersten Gegner sind bald da. Bald sind wir da. Täuscher, der will mich täuschen, kann er vergessen. Und er schwankt. Wie? Noch nicht? Willst du mich verarschen, Mann? Haut drauf, Leute, und das war's. Ja, da hat er schon recht, der gute Rain. Don't mess with the best. Sprich, mess dich nicht mit den Besten. Ja, Englisch ist easy. Englisch ist easy. Zwar nicht immer, aber manchmal. War ich zu spät? Ah, nee. Noch rechtzeitig, jetzt kommen die nächsten Gegner. Ach du Scheiße. Ja. Aber sie sind bald down und dann kommen schon die fliegenden Viecher. Jetzt. Kleine Haut braucht eh kein Schwein. Ja, weiß ich. Wieso eigentlich nicht? So, Leute, holt ihn runter. Ah, geht auch mit mir. Gut, sehr gut. Ja. Ich brauche Training. Habt ihr mir so oft gesagt. Training ist wichtig. Vor allem für mich halt, weil ich sowieso so ein Loser bin in Xenoblade Chronicles. Ich schäme mich dafür, ich weiß. Aber ich gebe mein Bestes. Wie immer. Und ich lerne ja stetig dazu, aber ich kann nichts sehen. Hallo? Schul, wo bist du? Ah, hier. Alter, das ist nichts mehr. Wow, Alter. Setzt erstmal Super Ultraschall ein. Wow, meine Ohren. Hä? Lebt er noch? Achso, das ist noch an unten. Ich dachte gerade, Kolonitäuscher, wo ist das Ding gar nicht? Da, jetzt sehen. Ja, gut.
Alter, hat jemand das Klo überflutet oder was? Auch eine Myrte, wieso hast du das Klo geflutet? Alles unter Wasser, ey. Scheiß doch die Wand an. Nee, lieber nicht, sonst sieht's noch schlimmer aus. Nochmal so eine, gar keinen Bock drauf momentan. Habe ich noch was Schönes? Was ist denn das hier? War das eine Ätherwand? Irgendwie schon, irgendwie auch nicht. Das sind noch... Nö. Oh, ein Speer. Oh, ein Speer, da gehe ich aus dem Weg. Obwohl, sieht uns hier unten überhaupt? Ah, ich weiß nicht, Leute. Hilfe. Okay, hier wimmelt's von Mechons. Wir sind auf dem richtigen Weg, leider. Ich erinnere nur an das Gesichtsmechon, das sprechen kann. Felskrabbel, ja. So riskant. Komm lieber her, komm lieber her. Gut. Können wir schon besser vorbei. Schwanken, komm schon. Nicht der Blankgriff Rain, bring ihn doch mal zum Fall, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Leute brauchen dringend einen dritten Angreifer. Also sprich, einen zweiten neben mir und noch halt einen Tank neben Rain, weil Scharla ist schön und gut mit ihren Heilungstechniken. Leute, hört mal auf zu quatschen, ich bin hier Let's Player. Scharla ist ja gut mit ihren Heilungstechniken, aber das ist ein bisschen suboptimal, wenn ich hier die ganze Zeit nur fighten muss und die heilt ihn, während er alles einsteckt und ich kaum Schaden mache, weil ich mehr auf mich konzentriert bin. Müllkrabbel, ja komm, den packen wir auch noch. Was war das gerade? Er hat gerade Klick gemacht. Ah, sie hat was Gutes aktiviert. Wow! Alter Schwede! Ja, gut, so viel macht es auch wieder nicht. Okay, ein Level tiefer, macht nicht so viel Damage, aber wir kriegen sie. Wo ist gerade der Schaller hin? So, das war's mit der. Ja, don't mess with the best. Ja, jetzt klopfen noch große Sprüche rein. Das klingt sicher bald anders. Leute, wir sind bald da. Nach 48 Schritt oder 48 Meter, keine Ahnung. Aber es dauert nicht mehr lange. Was ist denn das? Geht's auch nicht hoch? Überall Verwinklungen und Sackgassen. Aber gleich sind wir da. Die Katze kam ein bisschen verfrüht. Ja, voll das... Voll den Tümpel durch. An ether rifle. Gaddo! Oh. Ja, das musste ja so kommen. Ja, und sie war natürlich hat mal unsere Position verraten. Dämliche Schatulle. Wo ist der? Ich sehe nicht. Ah, dort ist er. Wow. Ja, ist nicht ganz der Richtige, aber wir helfen trotzdem. Komm schon, Cutscene-Time, ich will ein bisschen was zur Unterhaltung haben. Ja, das war ja klar, ey. Das war ja klar. Wieder mal muss ich fighten, ja. Gut, ein paar Mechons, kein Problem. Gäste. Was? Gäste? Ja, der ist auch nicht schlecht. Okay. Wir schaffen das schon. Erstmal. Wo warst du wieder? Da. Verzau. Alter. Bäm, geht doch. Alter Schwede. Ja, siehst gerade, ich nehme grausam viel Schaden hier. Die sind nicht schlecht. Jetzt reißt's mir. Aber Mann. Verdammt. Du lebst noch. Leute, helft mir mal hier ein bisschen. Ich habe ein paar Probleme. Geht doch. Wo ist der nächste? Es sind zu viele. Wo sind eigentlich die Gäste hin? Die können auch mal ein bisschen helfen. Da oben ist er. Brauche ich Heilung? Ne, geht gerade noch. Oh, zack, natürlich voll daneben, aber trotzdem getroffen. Wirkt die Verzauberung noch? Sie wirkt noch. Das! Lebt immer noch. Der hat gelebt. Brauche ich nochmal? Glaube nicht, oder? Sind immer noch geheilt, also sprich verzaubert. Die sind eingepennt. Wieso können Mechons pennen? Das ist unlogisch. Das sind Maschinen. Na egal. Nicht die Logik in Videospielen suchen, das ist sowieso immer fehl. Und bam. Und komm schon, komm schon. Das war's. Medic, why are you here? Sir, isn't Gaddo with you? Sanitäterin nennt er sie. Er ist gefallen. We have much to discuss. You'd better come with me. Sir,
Tja, wie gesagt, er ist wohlgefallen. Die Folge scheint auch spannend zu werden. Ups, Cutscene geht weiter. So, Juju has been taken by the Bronze-Faced One. Sir, what about Gaddo? Gaddo is gone. Gone? What do you mean, gone? Gaddo and I planned a surprise attack to set everyone free. But we failed, miserably. When I woke, Gaddo was nowhere to be seen. Only his rifle remained. But he is alive. I can feel it. We may not be joined by blood, but he's like a son to me. I'd know if he were dead. Oh, Some of the people in Colony 9 got eaten. Ryan! Sorry. I forget I said that. They don't kill Homs right away. If that bronze-faced one took him, we still have some time left. Are you sure? Boy, that blade was once Dunban's. I'm not sure why you have it, but we're going to need its full power. You can count on me. We're heading for the central pit. It's where they take all the Homs they kidnap. If Juju's alive, that's where he'll be. Gather your things, we're moving out. Mission. Juju! Gaddo! This is for you! What? What? You say something, Shulk? No. It's nothing. Forget it. Bloß laut gedacht. Da stellt sich mir doch die Frage, wieso zum Henker entführen Mechons Homs? Also sprich Menschen, wieso machen sie das? Was haben sie davon? Okay, also Gadol könnte noch leben, Juju auch. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht unsere alte Freundin, die wir in den ersten Folgen verloren haben, ob die auch noch leben könnte. Aber wir haben ja gesehen, die wurde da aufgeschlitzt, aufgebohrt, die ist nicht mehr am Leben, die ist bereits tot. Leider ist sie bereits, ich weiß keinen Namen nicht mehr, sorry. Aber die ist leider von uns gegangen, dafür können wir vielleicht noch Gadold und... Was? Teilnehmer Schulgeschall haben ihn benötigt? Jederzeit, ja gut, dann halt noch nicht. Vielleicht ein bisschen später. Also dann retten wir Gadold und Juju und irgendwie machen uns unser Modado stärker, beziehungsweise erwecken eine neue Macht davon. Der dritte Liebeskranich. Hä? Was? Damit machen wir Pippa glücklich. Wer ist denn Pippa? Okay, Leute, ich glaube, das Let's Play wird noch lange dauern. Was ich eigentlich nichts dagegen habe, wenn es auch spannend bleibt, aber ja. Ich bin noch... Wie soll ich sagen? Ja, am besten sage ich es mal so, ich bin noch sehr gespannt, wie es weitergeht, auch mit der Story. Und wo geht's hin? Habe ich da gerade was verpasst? Ach so, da geht's... Ich dachte gerade, was soll denn da weitergehen? Jetzt bin ich wieder... Ja, Mann, dämliche Kamerasicht, so. Sind die also hier? Gut, wir suchen Gadold und Juju, die könnten vielleicht noch leben. Wir brauchen aber die volle Macht des Monado, um da was auszurichten gegen das Bronze-Face, gegen entsprechenden Mechon. Und sowieso, irgendwie stellt es noch die Frage, wieso entführen die Mechons die Homs? Was haben sie davon? Tja. Eine Frage, auf die ich noch keine Antwort habe, aber ihr sicherlich schon. Oder ihr habt doch alle schon Xenoblade Chronicles durchgezockt, gebt's doch zu. Jetzt haben wir ja 2 rote Spulen. Was, rote Spulen? Liebeskranich, was ist denn hier los?
Sie sollen beim Aufbau von Kolonie 6 wohl sehr nützlich sein. Aber davon verstehe ich nichts. Das ist eher Schulsgebiet. Hä? Oh Mann, Leute, ich glaube, ich muss mir noch so viel merken, also, sobald es mal zu der Situation kommt, wo wir das wirklich gebrauchen. Ich glaube, ich muss mir erstmal die ganzen alten Folgen nochmal durchsehen. Ja, das wird, naja. Mal gucken, wie es wird. So, jetzt soll wirklich mal hier weitergehen. Hat es noch kein Item? Nö, hat es nichts. Schade, das ist schade. Und wieder mal Cutscene-Time. Mann, mach ein bisschen Action, hey. Hurry it up, Slowcoach. What's wrong? Jojo! Gato! This is for you! Aber was ist für sie? What can it mean? This is for you. Is Juju already dead? I don't know, Shulk. Or I is he don't going to know. be killed? Is that why Atharon... But then, what does that mean? If we keep moving, is Atharon really going to die? He asked really good questions. What's wrong, Shulk? This battle is for my people. If you can't handle it, drop that weapon and head home. That's not it. It's just that... Out with it! Listen, maybe we shouldn't just rush in head first. What? We got this far. I think we should observe them and plan our attack afterwards. You insolent! We don't have that kind of time! You don't know a damn thing about these machines. I have observed their movements. I've planned this attack for a month. I know full well what's going to happen to my brothers and sisters. It's just... We're going! Fall in, medic! Sir, what's got into you? A vision again. Don't tell me another death. Yeah. I knew it. The Shulk I know doesn't just chicken out for any old reason. This vision, was it like before? Kind of. I saw an underground ether river. And Atharon. Huh. An ether river. You know what? That sword lets you see the future. All that power, and you still keep getting it wrong. Better to use my brain than my fists. Shulk, I may rush in head first, but at least my head's useful for something. Okay, I get the idea. I ain't done yet. You're useless on your own, Shulk. That's why we're here. Ryan, Next time you have a vision, you tell us. We bear the burden together as a team. Ah. You have a vision you don't like, we'll change the future together. Got it? Got it. What was that? Say it like you mean it. I got it, all right. Next time I'll tell you. He's right, Shulk. You two saved Juju once before. I know we can do it again. I believe in you. Thanks. They're right. We'll change what happens. Anyway, I didn't see Juju and the others dying. There's still hope. Eine wichtige Lektion fürs Leben, Freunde. Freunde sind wichtig. Immer und immer wieder. Einer für alle für einen. So werden wir weitermachen in der nächsten Folge hier bei Xenoblade Chronicles. Leider ist die Zeit bereits wieder vorbei. Deshalb verabschiede ich mich wieder mal und bedanke mich fürs treue Zusehen, fürs Kommentieren, Bewerten etc. etc. Und da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Woche vermutlich. Hier ist die Folge für Donnerstag, sprich vermutlich Montag oder Dienstag die nächste Folge Xenoblade Chronicles. Bis dann, ciao zusammen!